Sie waren die Originale hier im Treppenhaus. Lang ist's her. Nur Heike und Dieter wohnen noch hier. Neue Leute sind eingezogen. Die neue Hausmeisterin Nathalie und Ralf der Tänzer. Die blonde Mareike hat die alte Schlachterei von Tramsen gemietet. Und Rumpel wohnt irgendwie auch hier. Und jetzt geht's los mit Tratsch im Treppenhaus. Aber Heike, du lass doch mal mit dir reden, Ich hab verdammt jetzt doch die mal. Nase gestrichen voll. Aber das Jetzt ist kannst du aber doch nicht eins machen. alle mal Schluss. Heike, bitte. Ich hab mir das gut überlegt. Rumpel, komm, nun sag doch auch mal was. Du stehst hier nur in der Ecke rum und... Denen geht das doch gar nichts an. Das ist Heike, meine Entscheidung. gleich. Lass mir jetzt von dir einfach nicht mehr sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Raus, raus, Heike, raus. Heike. So, Dieter, das war's denn wohl. Ja, endgültig. Aus. Ende. Vorbei. Das ist meiner. Och, Heike, nun lass mir doch diese kleine, anspiegsame Erinnerung. Nee, komm, los, Dieter, lass los. Heike, bitte, ich brauch diesen matten Abglanz deiner Wärme. Ich zieh jetzt hinaus in die kalte Welt der schwer vermittelbaren Wiedersingles. Ja, du kannst ihn behalten. Jetzt passen da die Wildecker Herzbuben rein. Und zwar alle beide. Entschuldige, Dieter. Schlüssel? Den Schlüssel kriege ich beim Einzug. Klar, erst beim Einzug. Vorher nicht. Den Schlüssel zu meiner Wohnung. Den hast du noch nicht abgegeben. Ja. Okay, hier. Hey, was ist mit meiner Plattensammlung? Ja klar, seine geile Plattensammlung. Ja. Die habe ich in den Karton gepackt und in deine alte Kammer gestellt. Die kannst du später abholen. Eros Ramazzotti behalt ich. Und die größten Schlager der 70er auch. Heike. Ach ja, meine alte Kammer. Hör auf, Dieter, bitte. Hast du deine Plateauschuhe eingepackt? Was sind Plateauschuhe? Ja, das sind französische Schuhe. Die braucht man, um Frauen rumzukriegen. Sag mal, was ist das eigentlich für eine Kombination? Schöne Farben, die kenne ich ja noch gar nicht. Kannst du auch nicht, ist ganz neu. Hast du jetzt alles? Ja. Nee, oh Gott, Henry. Dieter, was soll das jetzt werden? Ja, ohne Henry gehe ich nicht. Du wirst doch wohl nicht unser Beziehungsende auf dem Rücken von Henry austragen. Der gehört zu Mutti. Wer ist denn Henry? Unser Mein Wellensittich. Ach so, der kleine Bruder von dem da. Ja, ich habe Henry schließlich gekauft und ihm das Fliegen beigebracht. Der muss mit. Gut. Dann muss er mit. Sag mal, aber was willst du denn mit Henry? Du hast doch schon einen ausgewachsenen Papagei. Lass Rumpel in Frieden, der will mir doch nur helfen. Da hat der Dieter aber jetzt mal recht. Ja, dann lass dir mal schön von ihm die Koffer tragen. Ja. Rumpel, Koffer. Der bleibt bei Mutti. Schau mich aber. Komm, steh da nicht rum, nimm die Koffer. Wir ziehen um. Ups. Ja, also Dieter, da entschuldige das. Also, was hast du da alles drin? Mein Leben. Heike Schlüpfer. Meine Plattensammlung holen wir später. Komm. Na, Herr Brummer, wieder mal ein bisschen verreisen. Ihnen auch einen wunderschönen guten Tag, Frau Banderow. Alti. Ach, Frau Brummer, wieder mal ein bisschen Single. Tut mir leid. Mon Dieu.
Na, so früh, Frau Banderö. Ja. Haben wir was gesucht? Ja, das Gespräch mit Ihnen. Aber bitte keinen Tratsch. Sie wissen, mich interessieren nur Fakten. Ne? Geht's um Herrn Brummer? Ja. Hat sie ihn rausgeschmissen? Ja. Hat er die Möbel schon mitgenommen? Bleibt die jetzt hier in der Wohnung? Oh Mann, wenn der weg ist, dann wird das hier ja wohl hoffentlich mal ein bisschen ruhiger, wa? Oder hat sie schon wieder einen neuen? Ne? Och, bis jetzt hat er nur einen Koffer mitgenommen und seinen Kumpel. Kumpel? Ach, was denn? Die ziehen jetzt zusammen, oder was? Ach was, er hat doch selbst keine Bleibe. Hauptsache, der ist weg und der ist weg. Dann wird's hier ein bisschen ruhiger, denn ich als Künstler brauche schließlich Ruhe. Eben haben Sie die Musik aber auch ganz schön laut gestellt, ne? Ja, mit der Betonung auf schön. Das ist eben klassische Musik. Ja, wenn Sie das so laut stellen, dann ist das klassischer Lärm. Ja, soll ich hier lieber Reggae spielen, ja, damit Sie mit Ihrer Tüte besser die Treppe hochkommen, oder was? Machen Sie mal lieber Ihre Arbeit hier, ja? Ich habe den Klempner schon 2-mal angerufen. Und den Elektriker auch, wegen der Klingel. Was Sie noch gar nicht wissen, er leckt. Der Elektriker? Nee, der Boiler. Ich kann mich nur stundenweise um das Haus kümmern. Ich habe noch einen anderen Job. Ja, das ist ja beneidenswert. Naja, so wie das bei mir aussieht, werde ich wohl nie wieder ein Engagement kriegen, ja? Na, das war vor dem Unfall ja auch nicht viel besser, ne? Was macht denn Ihr Knie? Naja, jedenfalls keine großen Sprünge mehr. Hier, bitte. Och, so für den Hausgebrauch. Hallo, ich bin Berufstänzer. Ich tanze nicht für einen Hausgebrauch. Ja, und außerdem ist das hier auf dieser maroden Treppe passiert. Ach so, und Sie haben ja immer noch nicht das Protokoll für die Versicherung unterschrieben, den Unfallbericht. Ja, deswegen bin ich hier. Hier haben Sie ihn zurück. Dieses Risiko gehe ich nicht ein. Und wenn das hier auf der Treppe passiert sein soll, denn wahrscheinlich, weil Sie ein Prosecco zu viel hatten, Sie prima Ballerina. Also das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Ich mag überhaupt kein Prosecco. Wenn, dann trinke ich Champagner. Und wenn Sie, liebe Frau Banderow, wie so eine kleine Elfe hier das Treppenhaus rauf und runter flügeln, dann riecht das auch gewöhnlich nicht nur nach Zigarettenrauch, ne? Ja. Und was soll ich jetzt machen, ohne den Schein für die Versicherung, wenn der Mann von der Versicherung kommt? Och, bis dahin haben Sie bestimmt jemand anders gefunden, der Ihnen das unterschreibt. Ja? Ah, hi. Hier oben! Hi, ihr Süßen, wie ist es bei euch da oben? Hier oben ist dicke Luft. Du, ich bin fix und fertig. Du, ich sag's dir, ich bin auch fix und fertig. Wegen dem Ding da? Was? Ja, auch irgendwie. Ich weiß auch nicht, wo ich die reintun soll. Naja, also entweder in das Sortiment für die Tapas oder die Pasti oder die Hors d'oeuvre oder keine Ahnung, habe ich im Internet geshoppt. Echte iberische Eselsalami. Wollt ihr nicht mal probieren? In 3 Tagen ist Eröffnung und ich weiß überhaupt nicht, wie ich das noch alles wuppen soll. Nur mal ganz sinnig, mein Dirn, das wuppst du schon. Naja, wenn du das sagst. Aber probier doch mal, das ist wirklich echte Eselsalami. Nee, danke. Ich esse nichts, auf dem man reiten kann. Bitte? Na, Esel. Ach so. Ja, aber ich hätte gerne mal was ich noch nicht hatte. Ja, dann probieren Sie Hirn. Ich weiß gar nicht, was das soll, dieser ganze Schickimicki und Hickmeck und alles. Das kauft doch bei uns kein Mensch. Warum bietest du nicht einen ehrlichen Pannfisch an? Oder eine Erbsensuppe? Oder wie wär's mit einem schönen Hackbraten? In meinem Petit Lapin? Nee, in deinem Imbiss. Naja, der heißt doch Petit Lapin. Ach, ich kenne nur Petit Fou und das ist was Süßes. Oder Petit Smith, das ist was Lautes. Und Patty Davis, ganz was Altes, ne? Ja. Und Paddington. Ja, ist das die mit dem kleinen Bär? Nee, das ist Patti LaBelle. Ne? Und wie heißt sein Imbiss? Petit Lapin. Das heißt das kleine Kaninchen. Das esse ich auch nicht. Weil sie da auch drauf reiten, das sind stabile Dinger, wa? Sie reiten ja wohl auch auf jedem Thema herum. Nathalie, ich weiß auch nicht. Ich bin so froh, dass ich den Laden da unten gefunden habe. Das muss einfach fluppen. Ich liebe diese alte Schlachterei mit diesen schönen alten Fliesen. Ja, da hat der alte Tramsen auch die Mettwurst noch selbst gemacht. Ganz ohne Esel. Ich liebe dieses Haus und diese Gegend und alles. Und euch beide, euch liebe ich natürlich auch. Oh Mann, du bleib mal auf dem Teppich, ne? Oh, du, das ist für mich. Nee, für mich. Das muss der Mann von der Versicherung sein. Halt, Tütü Cherie. Sie kommen doch gar nicht die Treppe runter mit Ihrer Behinderung. Wieso denn Behinderung? Vorsicht, Ralfi! Oh Gott! Oh, Ralfi? Mein Knie.
Ich sehe irgendwie nichts. Das ist ja das Heimtückische. Naja, war wohl doch nicht für mich, was? Aber, wollen wir nicht mal deine Salami verköstigen? Oh ja, aber vorher musst du mir noch erzählen, warum waren hier gerade dicke Luft? Ah, das kann ich mit einem ganz natürlichen Tonfall, wenn du das Bein wieder runterlässt. Ach so. Dankeschön. Naja, du dicke Luft war, weil Frau Banderow mir noch immer nicht hier den Unfallbericht für die Versicherung unterschrieben hat, wegen des Knies. Ach, ich unterschreibe dir alles. Ich habe schon unterschrieben für Tierversuche, gegen die Rechtschreibreform und für die Primatenschule. Für die Primatenschule? Also das ist ja fantastisch. Das finde ich so fantastisch. Da war ich nämlich auch. Ich meine doch Primarschule, Ach, das ist alles dasselbe. Ja, ja. So, nur noch ein paar Stufen, Herr Brendel. Ja, dass man hier keinen Fahrstuhl eingebaut hat, ist eine ganz schöne Sauerei, ne? Ist was? Moment. Ist was? Wie bitte? Und was ist? Nein, es ist alles in Ordnung, ist alles in Ordnung. Kleinen Moment. Ich hab mich gleich wieder, ja? So. So, übrigens, sollten wir einem der Mieter hier begegnen, ja? Ich bin ein Interessent für die freie Wohnung. Klar, Frau Banderow. Schon gut, wunderbar. So, der Boden. Wieso? Der ist sauber. Der Dachboden ist da. Ja, der ist offen. Ach, offen? Na, hören Sie mal, Sie. So, und das hier ist die Wohnung. Die soll doch vermietet werden, oder? Nicht, dass da so eine Schweinerei passiert wie dem Haus nebenan. Kontrollieren, sanieren, vermieten. Ach Gott, nochmal, das Verkaufen. geht ja wohl überhaupt gar nichts an. Sie sind hier lediglich die Hausmeisterin, klar? Natürlich können die hier wohnen bleiben. Keine Sorge, machen Sie sich mal keine Sorgen, Sie. Das heißt natürlich, wenn die neuen Besitzer überhaupt noch vermieten wollen, nicht wahr? Ja, das wird ja hier alles ein bisschen schicker, nicht wahr? Ein bisschen teurer, ein bisschen trendiger, ein bisschen, na, Sie wissen schon, ein Kamin im Wohnzimmer, ja. Und draußen vor der Haustür eine brennende Mülltonne. Und drumherum tanzt der schwarze Block mit der Bullerei Hip-Hop. Hä? Hip-Hop? Ja, Hip-Hop kennen Sie nicht? Nein. Doch, passen Sie mal auf, ja. So, es stürmt und hagelt, guck nach draußen, es ist Herbst. Du sitzt im Warmen, während du Gedanken in deinem Hirn verfärbst. Und faszinierend mit anzusehen ist auch das Drumherum. Manche sehen's gelassen, die anderen fallen vor Kummer um. Das Alte weicht und etwas Neues entsteht. Du hast die Chance und die Zeit, also nutze, was geht. Komm, lass es raus und lass den Sommer vergehen. Frische Luft und statt der Sonne immer mehr kalter Reden. Lass Veränderung geschehen, lass es zu und komm mit. Wenn du es genauso siehst wie ich, mach deinen Song zum Hit. Bunte Blätter und Äste tanzen im Takt zur Musik. Das durchdringende Rascheln komponiert die Symphonie. Ja, also von mir aus können die alle wohnen hier bleiben. Ja. Also vielleicht können sie das, nicht? Natürlich bei entsprechender Bonität, Frau Bondi. Banderow. Nicht wahr? Wenn ich da so an Ihre Mietschuld denke... Dann hören Sie doch auf mit meinen Mietschulden. Das habe ich doch alles mit der Verwaltung geklärt. Wenn Sie nicht mitspielen wollen, ich kann auch anders. Sie wollen doch wohl nicht, dass meine osteuropäischen Freunde mit den kleinen Ohren und den ganz großen Händen mal zu Besuch kommen, was, Frau Bandowski? Banderow, ich glaube, mein Schwein pfeift. Kommen Sie mal her. Tramson Properties hat hier richtig was vor. Ja, diese Gegend, dieser Standort, der hat urban gesehen große Zukunft. Die investieren hier ordentlich, das wird alles High Class. Ja, sämtliche Wände weg, hast du nicht gesehen. Und dann Glasfronten, Marmorböden, Luxusbäder mit Espressomaschine, Einbauküche mit Whirlpool. Oder umgekehrt. Ja, natürlich, oder umgekehrt. Wir geben uns nicht mit Kleinvieh ab. Kleinvieh? Sie können die Mitte ja doch nicht wie Kleinvieh behandeln. Solche Sauerei brauchen wir ja nicht. Was ist denn bloß los mit Ihnen? Herrgott, Mama, ich bin schwerer Allergiker auf diese Worte, Worte wie Schwein?
Auch Eber? Ja. Bache? Frischling? Keile? Ja. Was ist das? Hansi. Hat Frau Knob überlebt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das ein Eisvogel? Nein, ein Kakadu. Ach. Soll ich Ihnen jetzt die Wohnung Ja, zeigen? bitte, ich verdiene mein Geld nicht mit Smalltalk. Jo. Oh, verdammt. Ich habe den Schlüssel vergessen. Herrgott, dann holen Sie ihn gefälligst. Aber zack, zack, Frau Bann. Ja, Mr. Bacon. Nicht. Du wirst sehen, das wird alles gut. Gut, dass Sie da sind. Das wird ja auch langsam Zeit mit meinem Knie, nicht? Wessen Knie? Mein Knie. Sie wissen schon, dies Gelenk zwischen Ober- und Unterschenkel. Aua. Mögen Sie mal probieren? Oh ja, gerne, ja. Ach, da ist doch nicht etwa drin? Bitte was? SCHEINFLEINSCH. Scheinefleisch? Ach, Sie sind Moslem? Nein, schwerer Allergiker auf. Schweinefleisch? Esel. Na, hören Sie mal. Nein. Iberische Eselsalami, kein Schwein. Au! Böses Pfötchen. Entschuldigen Sie. Ja gut, dann werde ich wohl mal von dieser Salami probieren. So. Sehr lecker. Danke. Du, Ralfi, nochmal vielen Dank für alles, ne? Und keine Ahnung, Gott, ich habe ja noch so viel zu tun da unten. Ich muss ja zum Beispiel das Kaninchen füttern. Ja, bis nachher. Ach Gott, ja, dann kommen Sie doch bitte rein, Herr. Herr, Brendel. Egon Brendel. wie der große Pianist? Ja, genau. Nee, der hieß doch Alfred. Ja, aber nur mit Vornamen, nicht? Kommen Sie doch bitte mit. Ach, darf ich mich vorstellen? Ralf Rückert von Rehsprung. Bitte Ganz sehr. entzückend, ja. Und für einen Mann wie Sie habe ich immer noch ein Eierlikör da, ne? Nein, aber ich vertrage kein Eierlikör. Gut. Ja, aber vielleicht hätten Sie einen Schluck Wässerchen für mich. 2. Ja. Ja, will ich mal noch mal von der Eselsalami probieren, ne? Ja, Die ist richtig lecker. Ja, vielleicht ein bisschen salzig. Ja, dann mache ich den Wasserhahn ganz weit auf, ne? Herr Brendel? Wo ist er denn? Herr Brendel! Vielleicht hat er sich schon nach oben gehievt. Oh Mann, Herr Brendel! schade, dass das nicht geklappt hat, wa? Trotz der schönen französischen Schuhe. Ja. Heike hat doch gesagt, damit kriegst du jede Frau rum. Das war keine Frau, das war so eine geldgeile Vermieterin. Nächsten Monat hätte ich das Geld garantiert gehabt. Oh Mann, diese Dinger drücken. Kaution musst du immer vorher abdrücken. Anders lassen sie dich in die Wohnung gar nicht rein. Das ist meine Erfahrung. Ups. Oh Mann, Rumpel, mit dir ist ja gar nichts anzufangen. Was kriegen wir denn nun? Hallo, Heike. Schön, dass du da bist. Was hat nun wieder nicht geklappt? Nichts. Ich meine, alles bestens. Kannst du mir vielleicht mal 900 € leihen? Du, diese Vermieterin ist sowas von pingelig. Christi, Augenblick, ich hab da was für dich. Hab ich doch gewusst, auf Heike ist Verlass. Ja. Hier, bitte. Danke, du bist echt ein Schatz. Was ist das? Das ist der Schlüssel zu deiner alten Kammer. Was soll ich damit? Was soll ich damit? Deine Plattensammlung mitnehmen. Den Schlüssel kannst du mir ja nachher unter die Fußmatte legen. Nee, Heike, ich brauche 900 € für die Kaution, dringend. Warum? Na ja, damit ich die Plattensammlung irgendwo hinstellen kann, Mäuschen. Vergiss es! Heike, ich flehe dich an. Heike. Das war wohl nix. Rumpel und Stielchen, na? Schon wieder zurück von der Geschäftsreise? Das geht sie gar nichts an. Oh, ich halte das nicht mehr aus. Und Sie lassen die Finger von meinem Geländer. Sie haben hier gar nichts anzufassen, Sie Tüffel. Sie wohnen hier nicht und Sie arbeiten hier nicht. Machen Sie das heil. Ich suche einen Mann im schwarzen Anzug. Groß, dick, bisschen kurzatmig. Habt ihr den gesehen? Nee, wir haben auch ganz andere Sorgen. Ganz andere Sorgen. Ich würde es mal mit Fußspray probieren.
Darf ich die Herren nun bitten, das Treppenhaus zu verlassen? Heike, bitte, bitte, Heike. Heike, du, ich brauche das Geld. Wo soll ich denn sonst hin? Bitte. Frau Banderow, könnten Sie mir wohl bitte mal Ihren Staubsauger ausborgen? Bei meinem ist nämlich der Stecker kaputt. Das Kabel war quer über den Raum gespannt. Das hätte jedem passieren können. Ups. Ich habe Ihnen Herrn Rehsprung geliehen. Fragen Sie den. Mach ich. Heike. Ach Mensch, Heike, bitte, ich flehe dich an. Du hast da was. Männer. Hey, nicht auf die Treppe werfen. Heike, bist du wahnsinnig? Wie soll ich den Anzug denn jetzt wieder zurückbringen? Oje, oje. Ich bin ruiniert. Mensch, Rumpel, wo ist das Ding hin? Mensch, jetzt ist sein Ding hin. Jetzt ist er ruiniert. Was denn? Ach, kann ich mir mal Ihren Staubsauger ausborgen? Meinen Staubsauger. Das ist im Moment ganz ungünstig. Ich habe den Mann von der Versicherung da. Wie oft soll ich Sie denn noch sagen, ich bin nicht von der Versicherung und ich möchte auch keinen Shishi-Ballettunterricht. Ja, aber was wollen Sie denn sonst hier? Herr Brendel, ich habe Sie überall gesucht. Ja, schon gut. So, vielen Dank für Speis und Trank. Hallo. Staubsauger, bitte. Was wollen Sie denn sonst hier? Kümmern Sie sich gar nicht um die. Also, Herr Brendel ist im Auftrag. Herr Brendel interessiert sich für die Wohnung, für die freie Wohnung da. Das ist ja interessant. Ja, das ist auch sehr schön. Ja. Allerdings, ich würde sehr, sehr gerne hier einziehen. Ja, ist ja wirklich das ist bezaubernd. Ja. Sie sind auch musikalisch ein bisschen, ja. Blaskonzert. Hab ihn schon. Ach, die anderen Mieter, sozusagen meine neuen Nachbarn. Das ist kein Nachbar. Gott sei Dank, sag ich nur. Hoffentlich kann man es wieder dran machen. Der auch nicht mehr. Der noch. Kommen Sie, Herr Brendel, ich zeige Ihnen die Wohnung. Hallo. Ich wohne da drüben. Ja, schön. Ja, und ich vielleicht gleich da drüben. Ja, so. Egon. Heike Brummer. Oh, herrlich. So, Dieter, jetzt bück dich mal, anders kriege ich das Ding nicht rein. Oh Mann, Rumpel, du hast Hände wie ein Gorilla. Ja, nun wart doch mal. Ich muss bloß ein bisschen fummeln. Heike, ich brauch mal eben Nadel und Faden. Hopp, hopp. Ich bin nicht mehr dein Hausmütterchen. Ich helfe gerne, wenn Sie dann schneller weg sind. Ah, Rumpel, bist du bescheuert? Entschuldige, Dieter. Sagt mal, was halten Sie denn von diesem Brendel als Nachbarn? Also, erst gibt er sich als Versicherungsmensch aus, der er gar nicht ist, und dann will er noch nicht mal Ballettunterricht, nicht? Ja, der passt nicht zu uns. Bitte? Ich meine, zu euch, zu hier. Kein Stück, so wie der sich an Heike rangeschmissen hat. Du, Mareike, wie findest du denn diesen Brendel, ha? Oh, eklig. Der hat mir mit seiner feuchten Hand den Mund zugehalten. Aber hier, könnt ihr alle mal probieren. Irrsinner Blöckflöten im Parmesan-Spinatmantel. Möchte ich vielleicht irgendwie als Fingerfood zur Eröffnung reichen oder keine Ahnung, aber nur, wenn ihr die gut findet. Ach, ja, ich habe aber jetzt auch richtig Kohldampf. Ich bin Steffen. Du heißt Steffen? Aber du kannst ruhig Rumpel zu mir sagen. Wir haben uns ja schon unten getroffen. Ne? Ja, du hast mich getroffen. Ja, und Entschuldigung, das ist sonst nicht meine. Und wie heißt du so eigentlich? Mareike. Mareike. Aber du kannst ruhig Mareike zu mir sagen. Mareike. Fehlt bloß auch eine Prise Muskat, ne? Rumpel, lass den Quatsch. Mareike, Cherie, lass uns mal zu mir reingehen. Das ist ja nicht nötig, dass wir hier im Flur rumoxidieren bei dem Lärm, ne? Ja, bei Ihnen passen auch eh nur 2 rein. Ja, eben genau darum. Also auf jeden Fall waren die echt lecker. Deine Blockflöten, Mareike. Blöckflöken. Genau, Dieter, solltest du auch mal probieren hier. Oh. Na toll. Das war's denn ja wohl. Tschüss, neuer Anzug. Ade, neue Wohnung. Hat jemand mal einen Strick? Nee, sorry.
Aber ich hätte eine Kabelrolle. Ja, aber oder ein Kabelbinder. Ich hätte zumindest eine Strickliesel. Mein Leben ist verwirkt. Dieter. Trotzdem, Mareike, die waren echt lecker, deine blonden Löken. Ja, aber die waren in Öl eingelegt. Oh. Und meine Erinnerung ist auch im Arsch oder in Öl. Komm. Das ist alles halb so schlimm, Herr Brummer. Das kann man ganz leicht rausschneiden. Oh, vielen Dank, Frau Banderow. Das war wirklich alles sehr, sehr aufschlussreich. Ja, Herr Brendel, dann zeige ich Ihnen jetzt den Boden. Ih, was ist das denn für eine Schweinerei? Nee, eine Sauerei. Das sieht ja aus wie im Schweinestall. Rumpel, Oh Gott. die alte Potsau. Nein, nicht dieses Wort. Kannst du wieder rumgeschweinigen? Nicht doch, der Mann ist doch Allergiker, die arme Sau. Vorsichtig. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mareike, wenn da mal nicht was in der Mettwurst war. Ne? Nee, höchstens ein winzig bisschen Wildschwein. Nein, nein. Frischling. Nur helft dem Mann noch mal, ihr Würstchen. Ich ruf den Notarzt. Rumpel, nicht loslassen. Um Gottes Willen. Rumpel, los! Meine Güte. Ihre Tasche, Herr Bräuler. Mareike, wir machen uns jetzt erstmal eine schöne Tasse Teewurst warm. Ne? Oh ja. Ich sag mal, Schwein gehabt, der zieht hier bestimmt nicht mehr ein. Dieters Zauberschuhe. Mist. Meine liebe Mareike, ich liebe deine Blockflöten und dich finde ich ganz groß. Wer hätte das gedacht, Herr Löffler? Ich wollte eigentlich gern mal mit Mareike. Da darf die mal raus? Mareike, mon amour, dein Fan steht im Flur. Hättest mir ja auch mal helfen können. Was gibt's denn, Rumpel? Mareike, ich habe für dich extra meine besten Schuhe angezogen, damit wir beide mal so auf Augenhöhe. Und ich würde dich gern mal so richtig schön zum Tee einladen. Und vielleicht bringst du die Quarktaschen mit und ich könnte mir vorstellen, dass etwas sehr Großes daraus entsteht. Rumpel, du bist echt süß. Mareike, komm, die Teewurst wird schon farbig. Ja. Tschüss, Rumpel. Du bist ganz ruhig. Och, Rumpel, wenn man dich einmal braucht. Ach. So. Sag mal, bist du bescheuert? Wie kommst du dazu, meine Schuhe anzuziehen? Du hast doch gesagt, wir sind so zu eng. Na, jetzt ganz bestimmt nicht mehr. Was sollte das? Du hast doch gesagt, damit kriegst du jede Frau rum. Da wollte ich es auch mal probieren. Ja, aber du doch nicht. Das ist was für Männer mit Format, wie für mich oder den französischen Präsidenten. So. Zieh die Dinge aus. Hol das wieder hoch. Heike, das war Heike. Heike, ich komme! Hansi, ich hab deinen Kumpel. Ich hab deinen Kumpel. Das ist ja hier wieder das Treppenhaus der guten Laune heute, wa? Heike, Heike, ist dir was passiert? Henry ist hier drin. Was? Ich wollte den Staub an der Gardinenstange Das absaugen. war Henrys Lieblingsplatz. Wer ist denn Henry? Unser Baby. Na komm, Heike, gib her. Vielleicht ist da noch was zu retten. Komm, geben Sie mal her, ich kenne mich mit Saugern aus. Ja. Lassen Sie mich mal machen. Ich fürchte, Henry macht FKK. Mareike, eine Schere, schnell. Henry, ich hab ihn einfach nicht gesehen. Bleib ganz ruhig, Heike. Ich bin ganz ruhig. Wer ist Heike?
So, Ralfi, bitte. Oh, du bist so umsichtig. Oh, vorsichtig, sonst erstechen Sie ihn noch. Ich glaube, darauf kommt es nicht mehr an. Die kommen doch wohl nicht wegen Henry. Heike, guck da nicht hin. Gott, was hast du dir verändert, nicht? Ich glaube, er hat es nicht geschafft. Schrecklich. Aber schau mal, Ralfi, hier, eine Pfeife, die ist ja süß. Oh, die habe ich schon lange gesucht. Heike, guck da nicht hin. Und hier, was ist denn das? Gott, herrje, das ist ja mein Schlüsselring. Seit wann trägst du denn einen Schlüssel am Schniedel? Hallo, hallo, was sehe ich denn da? Sowas habe ich das letzte Mal bei Jimi Hendrix gesehen, aber ganz aus der Nähe. Heike, guck da nicht hin. Wo denn? Auf Fehmarn, beim großen Konzert 1970. Du hast alles von Jimi Hendrix gesehen? Und gehört. Und angegrabbelt. Heike, das müssen wir jetzt gemeinsam verarbeiten. Bitte sehr. Dieses Fehmarn und Gomorra, das ist nicht unsere Welt. Hallo, wer macht den Dreck hier weg? Mann, das ist ja nur wieder typisch Frau Banderow mit dem Adlerblick fürs Unwesentliche, ne? Heike, was? Ja, komm, was soll ich damit? Ach, Rumpel, wenn man ihn einmal braucht. Ja, komm, gehen Sie her. Ach, Rumpel, wo warst du denn die ganze Zeit? Hier spielen sich menschliche Dramen ab und du? Du hast doch gesagt, ich soll das. Ja, Du Dieter. ja, was ist denn jetzt schon wieder? Du Dieter, ich habe da unten diesen Typen getroffen, der hat auf den Krankenwagen gewartet und vor sich hingeröchelt. Von wegen Luxussanierung und dass er euch alle rausklagt und nur noch für feine Leute und so. Was, ist das wahr? Also ich habe davon ja keine Ahnung, aber eine Wohnung gesucht hat der nicht. Das ist ja très intéressant. Ja, das ist wirklich ein Ding. Was? Das hat sich Rumpel bloß ausgedacht. Sowas tue ich nicht, ja? Na, ist egal, ich habe keine Zeit, ich habe zu tun. Also, Sie haben das gewusst, oder was, Frau Banderow? Nathalie, bitte, was ist das hier mit Luxussanierung und keine Ahnung? Heike, komm noch mal eben, bitte. Was wollt ihr denn alle von mir? Was gibt's denn? Ich glaube, Frau Banderow will uns was sagen. Nee, will ich gar nicht. Sag mal, riecht ihr das hier auch? Ich rieche auch was. Riecht nach Mittag. Nicht ablecken, Frau Banderow. Also gut. Brendel ist kein Mieter, er ist Makler. So, also war das gelogen, ja? Ja, und das mit der Luxussanierung? Die ist auch geplant. Ja, wer soll denn dann die Mieten noch bezahlen? Tja, das ist doch nicht Ihr Problem. Sie wohnen doch gar nicht mehr hier. Das ist ja wohl unsere Privatsache. Woher wissen Sie das überhaupt? Also, Das war nicht zu überhören. Momentchen mal. Sie haben das also gewusst, dass das so ein Bauhai ist, ja? Und haben uns nichts gesagt. Also das ist ja wohl ein Ding. Sich hier fast anmachen wegen dieser Versicherungsgeschichte und uns das nicht sagen, was uns alle angeht. Ich habe es doch eben erst erfahren. Und dann wusste ich nicht, wie ich es euch sagen sollte, weil... Weil was? Ja, jetzt sind wir aber mal sehr gespannt. Na? Und? Er hat ihr gedroht. Was gedroht? Ja, mit ihrem Mietrückstand und dass er uns die Russenmafia auf den Hals hetzt. Und warum haben Sie das nicht früher gesagt? Sie hat mich geärgert. Ja, und warum sagst du es jetzt? Ich habe auch Angst vor den Russen. Och, Mäuschen, ich beschütze dich doch. Sie wohnen ja nicht mal mehr hier. Also hier stinkt wirklich was. Ja, aber was machen wir denn jetzt? Ich liebe dieses Haus und Mareike, nun halt doch mal die Klappe. Entschuldigung, aber ich meine, es gibt ja schließlich auch noch Gesetze gegen sowas. Ja, aber die Russenmafia. Oh, Pillepalle. Die sollen mal kommen. Da qualmt's aber. Hier qualmt's nicht nur, hier brennt's. Gut, Haben Sie noch einen oder muss ich's austreten? der geht nicht. Unten ist neuer. Es brennt. Es brennt an. Mein Stein. Pilz. Risotto. Alles klar da unten? Alles im grünen Bereich, wir müssen nicht evakuieren. Ja, supi. Na Mensch, ob der wohl noch zu retten ist? Der Risotto? Nee, der Staubsauger. Oh Gott, Henry. Ach so, ja. Herzliches Beileid noch, ne? Danke. Naja, wir sehen uns später, Frau Brummer. Ja. Und mir bleibt immer noch Hansi. Oh Gott.
Ja. Die Musik, ich mach sofort leiser. Nee, ganz im Gegenteil, die höre ich zu gern. Wirklich? Ach, bei der haben Dieter und ich uns kennengelernt. Beim Venuswalzer? Ich war Miss Chinchilla. Ja, das ist ja ein Ding. Rumpel, halt das Mistvieh fest! Rumpel hat ihn schon. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Was treiben die denn da unten? Die fangen wohl schon mit der Sanierung an, ne? Tja, was wird denn nun aus Ihnen beiden, ne? Mit Dieter und mit mir? Ach, wenn ich das wüsste. Ach, was diese Luxussanierung angeht, Ja. Also am Ende, da sitzen die von Tramsen Properties ja doch am längeren Hebel, ne? Ich will aber hier nicht weg. Ich ja auch nicht. Und haben Sie denn schon mal dran gedacht, die Wohnung zu kaufen, Ihre? Ach, so ohne weiteres kann ich mir das nicht leisten. Nee, ich ja auch nicht. Aber wenn man sich jetzt zusammentäte, also Sie und ich, ja? Wie meinen Sie denn das? Naja, man könnte doch mit dem Architekten mal sprechen, ob man nicht zwischen meiner Kammer, Ihrer Kammer und Ihrer Wohnung einen Durchbruch machen könnte. Ich meine, das ist dann richtig repräsentativ. Ja, aber wie wollen Sie denn das bezahlen? Ja, von der Versicherungssumme für mein Knie, Cherie. Wir beide heißen übrigens Ralf. Heike, du willst mit mir zusammenziehen? Ja, wieso denn nicht? Ich meine, das wäre doch trashig, wir beide, toi et moi. Oh, du, aber ich weiß nicht, der Altersunterschied. Nein, nur so als WG. Einfach nur so? Na ja, so. Oh, WG. Wie gern, WG. Ja, ach Gott, ich meine, Sie können sich das ja mal durch den Kopf gehen lassen, nicht? Oh, wie gemütlich. Ja, dann habe ich ja vorhin schon gesagt, wir sehen uns später, ne? Prosecco. Ja, in dubio, also nur im Zweifel. Prickelt das, nicht? Ja, später. Also tschüss, Frau Heike. Tschüss. Wow. Dieter, wie siehst du denn aus? Großbrand gelöscht. War nur ein angebrannter Topf. Sag mal, bist du dicker geworden? Nee, ich hab da was für dich. Oh Gott, wo hast du das denn her? Ist mir zugelaufen. Man kann auch sagen, ich hab's gerettet. Oh, das ist ja süß. Ich hab gedacht, als kleiner Trost für dich, wegen Henry, magst das haben. Dieter, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich hab mir gedacht, weil wir ja Heike und Dieter heißen, könnten wir es Heidi nennen. Passt auch garantiert in keinen Staubsauger. Ach, Dieter, manchmal bist du wirklich zum Knuddeln. Für meine Miss Chinchilla. Oh, komm mal her, du kleiner Racker. Ups. Ja, und denk immer dran, Eigentum verpflichtet. Sag mal, Heike. Guck mal, der fusselt. Ja. Wollen wir nicht doch wieder beide zusammen da in der Wohnung wohnen? Nee, komm. So leicht kriegst du mich nicht weich, du. Wir haben uns getrennt, du bist ausgezogen und das bleibt auch so. Heidi hin, Heidi her. Aber Heike, ich bin restlos pleite. Wo soll ich denn hin? Ich könnte dir deine alte Kammer untervermieten. Deine Plattensammlung steht schon drin und den Schlüssel hast du auch. Ja, also, Heike, ich weiß nicht. Ich meine, für einen Mann meines Formats. Oh. Angenommen. Ich habe alles im Griff. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Was machen die da unten? Du Spacko! Für meine Miss Chinchilla. Die Vitrine, die muss mir schon jetzt irgendwer ersetzen. Ja, Mareike, die Vitrine, die muss dir schon jetzt irgendwer ersetzen. Irgendwer. Und wer räumt das ganze Chaos da unten weg? Ihr könnt mich doch nicht allein in dem Dreck stehen lassen. Ja, so ist das eben, dass man alleine steht, wenn man alle belügt, ne? Sie haben heute das letzte Mal meinen falschen Hasen gegessen. Ich habe heute das letzte Mal überhaupt was angenommen von Ihnen. Ich habe schließlich auch noch ein bisschen Stolz und Würde. So was haben Sie. Sie sind nur ein perverser Knieschoner. Sie sind doch meterosexuell. Dieter, lass das. Muss doch einmal gesagt werden. Sie sind doch an allem schuld, Herr Brummer. Ich habe nur Anweisungen gegeben. Anweisungen gegeben. Schluss! Jetzt red ich. Wer ist denn hier am meisten betroffen? Ich. Meine Eröffnung kann ich knicken, meine Zukunft ist im Eimer und das Kaninchen, das ist auch weg. Was denn für ein Kaninchen? Ja, das für die Pastete.
Ach so, das. Dieter, ich hab gedacht, das ist ein Geschenk der Liebe. Ist es auch, tu das weg. Mann, was ist denn passiert? Ein Makler kommt ins Haus und alle drehen hier am Rad. Natalie, wolltest du uns wirklich belügen? Ja, natürlich nicht. Aber ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll, wenn ich hier raus muss. Kann ich unter der Brücke schlafen? Oh, musst du nicht. Ich schlaf hier manchmal am Dachboden. Ups. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Rumpel, das habe ich dir nicht erlaubt. Oh, so weit kommt es noch. Wenn hier einer was Verbotenes erlaubt, bin ich das. Nicht wahr, Rehlein? Entschuldigung, ich war nicht nett zu dir. Tut mir leid. Na gut, unter den Bedingungen würde ich auch wieder Hackbraten So, essen. jetzt sind alle mal still hier. Es kann ja sein, dass ich jung bin und blond und keine Ahnung. Aber Tatsache ist doch, hier hat jeder irgendeinen Dreck am Stecken. So, das für ein Dreck. Apropos Dreck. Das hier lag unten im Dreck, ist für Sie. Von Tramsen Properties. Was wollen die denn? Sehr geehrte Frau Banderow, wie Sie wissen, plant die Firma Tramsen Properties im Zuge umfangreicher Sanierungsmaßnahmen kommende Woche die ersten Handwerker. Jetzt geht's aber zügig los, verdammt. Die fangen jetzt schon an. Was soll ich denn da machen? Ja, was machen wir denn da? Na, was wohl? Na, wir wehren uns. Wie denn? Naja, ganz einfach. Ihr helft mir alle, unten den Laden wieder auf Zack zu bringen, damit ich eine super Eröffnung hinkriege. Ja, das muss man ganz groß aufziehen. Ganz groß. Ja, dann wird das ein Erfolg und bringt Geld ein. Und dann kriegen wir vielleicht genug zusammen, um das Haus hier zu kaufen. Dann können wir hier alle drin wohnen bleiben. Und dann sehen wir immer noch weiter. Ja, dann sehen wir immer noch weiter. Und da helfe ich gern. Bis jetzt war das ein so schöner Tag.